mit Radio Wien. Guten Morgen, 8 Uhr und 10 Minuten nach 8:30. Julius Caesar, Thomas Muster, Toni Polster, Lady Gaga oder zum Beispiel Barack Obama haben wir heute früh schon gehört. Viele prominente Linkshänder am heutigen Internationalen Linkshändertag. Und das bietet einmal im Jahr die Gelegenheit, den Linkshändern beziehungsweise auch die Rechtshänder auf die Bedürfnisse und Probleme der Linkshänder aufmerksam zu machen. Und da gibt es bei uns in der Stadt einen Verein, der nennt sich Linke Hand. Mehr dazu jetzt von Radio Wien-Reporter Haji Bankhofer. Haji, guten Morgen. Guten Morgen. Sie hat ihr Büro wirklich links am Gang und auch links habe ich ins Haus reingehen müssen und links hat sie mir die Hand gegeben. Magister Andrea Hayek-Schwarz ist sozusagen die Fachfrau für Linkshänder und freut sich über den Linkshändertag, ist aber das ganze Jahr damit beschäftigt, weil sie quasi die Obfrau des Vereins Linke Hand ist. Und die tun ganz viel für Linkshänder. Ja, also unser Verein ist bemüht, die Anliegen linkshändiger Menschen ins Bewusstsein der Bevölkerung zu bringen. Ein Beispiel dafür ist die Tatsache, dass linkshändige Kinder nach wie vor tendenziell angepasst werden und zu Pseudorechtshändern gemacht werden, ohne dass man das so bewusst macht wie früher. Um das zu verhindern, haben wir zum einen eine wunderbare Homepage gestaltet, auf der Eltern sich informieren können. Es gibt immer wieder Veranstaltungen, Vorträge. Wir haben jedes Jahr einen Themenschwerpunkt, bei dem wir versuchen, über die Medien auch dieses Thema unter die Leute zu bringen. Was ist denn heute am Tag der Linkshänder los? Gibt es da Informationsveranstaltungen oder was machen Sie da? Unsere große Veranstaltung war diesmal schon am Vorabend des Linkshändertages. Also gestern, ja. Es gab gestern ein ganz wunderbares Konzert im Celeste. Unter dem Motto Live mit Links haben linkshändige Musikerinnen gespielt. Das ist unser heuriger Schwerpunkt, Musizieren und Linkshändigkeit. Es ist nach wie vor üblich, dass Linkshänder auf Rechtshänderinstrumenten spielen und das bringt bedeutende Nachteile. Also Sie sind auch ein Freund dieser verschiedenen Dinge, die jetzt hergestellt werden, extra für Linkshänder. Früher gab es ja nur den Schmäh mit dem Kaffeeheferl, aber inzwischen gibt es wirklich Dinge, die extra für Linkshänder gemacht werden. Ja, also am meisten begeistert bin ich von Dingen, die beidhändig benutzt werden können und manche Dinge brauchen Linkshänder einfach speziell. Heute ist der Tag der Linkshänder. Haji Bankhofer, Radio Wien.